Jam schreibt dann noch, gibt's einen idealen Zeitpunkt im Jahr Tracks zu releasen? Nein, gibt's nicht, Jam. Sehr einfach gesagt, den idealen Zeitpunkt gibt's nicht, überhaupt nicht. Es ist nicht mehr so krass wie früher, schon lange nicht mehr, dass man irgendwie, ja, man sollte nach Weihnachten droppen, im Januar, in der ersten Woche vom Januar, oder man sollte genau dann in dieser Sommerwoche droppen und so Sachen. Das gibt's alles nicht mehr. Es gibt gewisse Sachen, wo man vielleicht noch nach Jahreszeiten ein bisschen planen. Wenn man jetzt halt ein Album hat oder ein Projekt hat, wo eher in den Winter passt, vom Mood her, dann wäre es vielleicht nicht so cool, dann wäre das jetzt nicht so gescheit, das im Sommer zu droppen. Aber dort muss man nicht von einem Zeitpunkt ausgehen, Jam, sondern eher, vor allem wegen dem Streaming, von einer langfristigen Timeline ausgehen. Also, es gibt nicht so etwas wie den idealen Zeitpunkt, zum Beispiel für einen Sommertrack. Wenn du das richtig machen willst, dann sorgst du dafür, dass dein Sommertrack, den du hast, die nächsten 6 Sommer lang streamen. So wie das vorher gefragt worden ist, da mit den Weihnachtstracks. Ein guter Weihnachtstrack, da gibt's keinen perfekten Zeitpunkt, irgendwie, wenn du musst droppen, sondern du willst einfach dafür sorgen, dass der jedes Weihnachten immer wieder gestreamt wird. Und Stream ist halt etwas Langfristiges. Ich glaube, es gibt auch noch ganz viele Leute, die da an so First Week denken oder eine Verkaufswoche, aber so funktioniert schon lange nicht mehr. So Streaming ist unendlich, theoretisch gesehen. Und man muss einfach dafür sorgen, dass die Streaming-Kurve immer kontinuierlich aufgeht und immer mehr Streams passieren. Von dem her gibt's nicht wirklich einen Zeitpunkt, sondern eher eine Zeitperiode, wo man sich anschauen muss. Und das kann mehrere Jahre gehen, Jim. Sorry, dass ich da jetzt ein bisschen ausgeholt habe. Es hat meine Frage nicht geschickt. Leroy als letztes noch, aber die meisten droppen es irgendwie am Freitag, ist mir aufgefallen. Genau, ganz am Anfang, Leroy, weil ich da jetzt nur noch eine Minute habe, ganz schnell. Wenn von einem Release-Tag ausgehst, ja, dann stimmt das durchaus, dass die meisten das am Freitag droppen. Ist aber, so habe ich jetzt das auch nicht aufgefasst vom Jam mit dem idealen Zeitpunkt. Ich habe es jetzt mehr gemeint, es gibt keinen idealen Zeitpunkt, wenn man jetzt im Kopf hat, wenn ich es an dem Tag droppe, dann komme ich 70.000 Views über oder so, etwas auf YouTube. Das gibt's nicht wirklich. Für mich gibt's nur einen konstanten, langen Grind. Weil da macht man sich auch ein bisschen weniger Stress. Aber ich hoffe, ich habe ein paar Sachen Freestyle beantworten. Das war es für die Folge Cola Podcast. Danke vielmals für all die mitgemacht haben. Und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal an dem nächsten Mittwochabend, nächste Woche. Und sonst, geht bitte den YouTube-Channel abchecken.